brauche immer ein bisschen Platz. Ich könnte meine Frau fragen, ist die Hause auch so? Wie können wir als Christen verantwortungsvoll leben? Das ist so ein bisschen die Grundfrage, die uns wie ein roter Faden heute Vormittag begleitet tut. Die Themen Bekämpfung von Pandemie, Klimaveränderung, Vielfalt von Geschlechtsidentitäten, die fortschreitende Digitalisierung, Flüchtlingsströme, die globale, zunehmende Ungerechtigkeit, das sind alles Themen, die kennen wir. Aber die werden sich in den nächsten Monaten und nächsten Jahren zuspitzen und uns herausfordern, als Christen, ob wir einen Beitrag zu leisten haben, die Gesellschaft mitzugestalten. Natürlich nicht in allen Themen wahrscheinlich, dass jemand in allen Themen kann mitgestalten kann. Aber vielleicht leitet Gott etwas dir aufs Herz, wo der Heilige Geist, du spürst, da komme ich irgendetwas aufs Herz über, eine Schwere oder eine Leidenschaft, eine Not, um mich weiter zu beschäftigen. Dann, wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen und Jesus Reloaded ist unser Thema, dann geht es eben genau darum, einerseits zu sehen, dass das, was Jesus gelehrt hat, seinen Jüngern, das hat sich erprobt in der Praxis. Und andererseits zu sehen, dass die Apostelgeschichte eben nicht einfach eine Geschichte ist, sondern eine Illustration ist, wie Gott heute noch durch dich und mich will wirken. Und er wird wirken. Er möchte so wirken. Das ist eine Illustration, die uns Mut macht, wie Christen aktiv in der Gesellschaft unterwegs sein können. Und wir werden auch sehen, wenn wir in die Apostelgeschichte hineintauchen, die damaligen Christen haben ganz ähnliche Themen gehabt, wie wir heute haben. Wenn man zum Beispiel an die Diversitäten bezüglich Lebensformen denkt, dann ist die Ehe im Römischen Reich einfach eine Lebensform gewesen. Oder wenn man an Umgang mit Ungerechtigkeit denkt, Sklavenhandel, weit verbreitet, zur Zeit von der Apostelgeschichte. Und heute natürlich auch wieder. Es hat noch nie so viele Sklaven gegeben, wie heute, in der heutigen Zeit. Oder wie folge ich Jesus nach in einer Gesellschaft, wo viel Götterei vorherrschend war? Mit diesen Fragen, mit diesen Herausforderungen haben sich die ersten Christen auseinandergesetzt und haben Wege gefunden, wie sie ihren Glauben leben können. Und so sind wir auch heute herausgefordert in einer Gesellschaft, die sehr komplex ist. Als Christen dürfen einen Weg zu gehen und auch dürfen mitgestalten in unserer Zeit, in der Gesellschaft. Und meine Erwartung ist, wenn wir Apostelgeschichte lesen, dass dann der Heilige Geist zu uns reden tut. Und ein grosses Segen liegt darauf, wo wir miteinander eben lesen tun. Als Ehepaar, vielleicht als Familie, als Hauskreis, als Kleingruppe, als Team. Wir durch die Apostelgeschichte durchgehen, dann erwarte ich, dass der Heilige Geist zu uns redet und auch Themen aufs Herz legen kann. Wo dann jemand sagt, da wird mir etwas bewusst, wo heute relevant ist. Und da möchte ich mich näher damit beschäftigen oder vertiefen, da möchte ich mich weiterbilden. Weil ich etwas spüre, dass das etwas ist, wo ich einen Beitrag zu leisten habe, in unserer Gesellschaft Meinungsbildung hineinzuwirken. Vielleicht kommst du einfach Antworten über, auch auf Fragen, die du hast. Wie kann ich heute als Christ leben in einer Gesellschaft, wo vieles abverlangt und viele Optionen auch offen sind? Wie können wir also verantwortungsvoll leben und unsere Gesellschaft mitgestalten? Eine wunderbare Frage, die uns ermutigen darf, vorwärts zu schauen. Ich habe aus dem ersten Kapitel 2 praktische Orientierungspunkte, die ich so möchte mitgeben, auch zum Weiterdenken. Das erste ist, erkenne die Zeit. Jesus hat den Jüngern gesagt, dass sie Zeichen von der Zeit erkennen und entsprechend auch handeln sollen. Und die Jünger fragen Jesus da im Kapitel 1 der Apostelgeschichte, Vers 6, wann ist der Zeitpunkt, Jesus, wo du wieder kommst und dein Reich wirst aufbauen, wiederherstellen wirst? Und
Auf das aber gibt ja Jesus dann nicht die Antwort, was sie erwartet. Sagt er, nur der himmlische Vater weiss den Zeitpunkt. Aber ihr sollt warten in Jerusalem, sagt er ihnen, auf die Erfüllung vom Heiligen Geist. Und dann sehen wir, dass die Jünger das machen. Sie befolgen Jesus, den Rat, den er ihnen gibt, und sie erkennen die Zeit, dass jetzt, die Zeit, wo Jesus aufgefahren ist in den Himmel, bis zum Pfingsten, wo sie nicht wissen, wie lange das geht, haben sie die Zeit erkannt und das Richtige da. Sie haben das Richtige da zur richtigen Zeit. Sie haben verharrt im Gebet. Je nach Bibelübersetzung blieben ständig, stets, andauernd, täglich, heißt da im Gebet. Die Jünger haben die Zeit erkannt und haben sich täglich zum Gebet getroffen. Männer wie Frauen. Sie haben erwartet, dass das geschieht, was der Joel Kapitel 3 voraussagt, dass der Geist Gottes wird auf alle Menschen ausgossen werden, auf Männer wie Frauen gleichermaßen, auf Gebildete und Ungebildete gleichermaßen, auf Jung und Alt gleichermaßen. Und das ist dann passiert zu Pfingsten. Erkennen die Zeit. Erkennen die Zeit, wo wir drin leben. Bedeutet, mit anderen Worten, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Was das kann bedeuten, da möchte ich euch ein Beispiel geben, einfach als Inspiration, wo uns so lustig machen kann, was auch möglich ist. Ein Beispiel aus Winterthur von Johannes Wirth, Pastor von der GVC. Er hat letztes Jahr das Town Village eröffnet mit 61 Wohnungen für Menschen über 60 Jahre. Mit dem Ziel, generationenübergreifend zu leben, zusammenzuleben. 39 Millionen hat das Ganze gekostet. Auf dem Areal gibt es eine Cafeteria, da gibt es Spitex, da gibt es eine 24/7 Notfallzentrale, wo man anrufen kann, die betreut ist. Da gibt es Büros, da gibt es Eventräume. Das ist eigentlich, die Zeitschrift hat so Titel gehabt, ein Dorf von der Hoffnung inmitten von der Stadt Winterthur. Das ist Apostelgeschichte heute. Das ist Apostelgeschichte heute. Denn gerade die ganze Frage vom Älterwerden, von der Überalterung von unserer Gesellschaft, besonders für uns in der Schweiz, das wird das Generalthema werden in den nächsten Jahren, wo uns wird beschäftigen, weil es ganz viele Herausforderungen mit dem verbunden ist. Zum Beispiel die steigenden Gesundheitskosten oder auch die ethischen Fragen wie nach Würde und Selbstbestimmung bis hin zum Tod via Exit. Was ist unser Beitrag als Christen? Für unsere Gesellschaft das Beste zu suchen. Was ist dein Beitrag? Vielleicht leitet ja Gott etwas aufs Herz jemandem von uns. Es fängt immer mit einer Person an. Dass etwas entstehen kann, braucht es immer einen, der etwas empfängt von Gott und nachher im Glauben Schritt geht. Und nachher braucht es 100 und 1000 Leute, die dann nachfolgen und Handlanger sind. Aber ich erwarte, dass Gottes Geist heute noch auch in unserer beschränkten Runde einzelne Menschen berührt und etwas aufs Herz legt, wo in den nächsten Jahren wird gesellschaftsrelevant sein. Apostelgeschichte ist nicht nur eine Geschichte von der Vergangenheit. Apostelgeschichte passiert, darf heute und jetzt passieren, mit dir und mir, auch bei uns in der Schweiz, auch bei uns in St. Gallen. Ich möchte kurz einfach 3 allgemeine Folgerungen dir mitgeben. Ganz kurz, was ist dran? Zum Thema, was bedeutet verantwortungsvolles Handeln heute? Das Erste ist, such Gemeinschaft. Corona hat das Miteinander verändert. Ich würde sagen, Corona ist ein Angriff auf Gemeinschaft generell.
Weil es Gemeinschaft unglaublich ein bisschen komplizierter macht, aufwendiger macht. Und es gibt Leute, die haben sich entfernt auch von Gemeinschaft oder von Gemeinde. Bleiben fern, aus was für Gründen auch immer. Aber das ist nicht der Weg, den Gott hat mit dir und mir. Nachfolge kann nur miteinander geschehen. Jesus hat nicht einen Nachfolger. Man kann nicht alleine Jesus nachfolgen, sondern immer miteinander. Wo auch immer jene verbindliche Gruppe ist, aber such Gemeinschaft, verbindliche Gemeinschaft, wo auch immer die Kirche oder die Gruppe ist, das ist ja sekundär, aber es ist wichtig, dass du dich nicht zurückziehst, sondern auch mit dem Aufwand, wo halt mehr ist, dass du eingehst, mit allen Konsequenzen, aber von Aufwand, von mehr Arbeit oder Einschränkungen, die man hat, das können wir alles überwinden. Gemeinschaft ist so wichtig. Darum der Aufruf, sucht Gemeinschaft, ermögliche Gemeinschaft, wird ein Ermöglicher von Gemeinschaft, von Gemeinschaftsformen, vielleicht in deinem Haus, mit deinem Team. Schätze Gemeinschaft. Das Zweite, nutze das Momentum von der Digitalisierung. Das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die ich jetzt aufzählen könnte. Ich nehme jetzt das Beispiel mal von der Kirche Bild. Da bin ich unterwegs, da in unserem Quartier und treffe den Ali, mit dem habe ich vor 10 Jahren Sport gemacht. Und ich habe sie hier eigentlich nicht mehr gesehen. Wir haben uns begrüßt. Und dann sagt er, vor 3 Wochen hast doch du etwas, das und das erzählt. Ich habe gesagt, ja was, vor 3 Wochen, wo hast du mich denn gesehen? Ja, ich habe dich gesehen im Internet. Und erzählt, was ich erzählt habe, was ich nicht mehr gewusst habe. Aha, ja, stimmt. Genau. Genau das war der Input, den ich gehalten habe. Der hat genau den Gedankengang mir wiedergegeben. Und ich war erstaunt. Der hat noch nie einen Fuß in eine Kirche reingetan. Aber er tut ab und zu mal den Livestream oder den Videopodcast von der Kirche Bild anschauen. Vielleicht auch anders, aber wie auch immer. Da ist jemand, der sich interessiert, der sich auseinandersetzt und wo es eine Möglichkeit ist, dass so auch Menschen Jesus kennenlernen. Ich sage nicht, dass das Gemeinschaft ersetzt, nein, darum ist eben zuerst Gemeinschaft, aber das Momentum von der Digitalisierung nutzt die. Wir sehen das bei Live on Stage, dass das weit über Europa aus konsumiert und geschaut worden ist. Das Praise Camp ist ein anderes Beispiel. Wir sehen, wie das neue Dimensionen ermöglicht und neue Möglichkeiten erschliessen tut. Und das Dritte, gibt sicher noch viel mehr, aber ich denke, die 3 sind einmal wichtig. Im digitalen Zeitalter von Social Media und anderen Kanälen ist es ganz, ganz wichtig oder dringender denn je, achten auf authentisches Leben. Denn im Internet kann jeder erzählen, was er will, ohne dass es überprüfbar ist. Und das gilt für Christen wie für Nicht-Christen gleichermaßen. Glaub nicht alles, was auf dem Internet gesagt wird oder wo du siehst oder hörst. Ob Christen oder Nicht-Christen spielt gar keine Rolle. Such das ehrliche, das authentische, das nahbare Leben. Das ist ganz wichtig. Vertrau Menschen, die integer und authentisch sind. Das Richtige zur richtigen Zeit tun, hat viel, und jetzt komme ich jetzt eigentlich zum zweiten Orientierungspunkt, viel mit unserer Vision zu tun, mit unserem Ziel, mit unseren, mit der Frage, wo möchte ich in 5 oder 10 Jahren stehen. Denn das entscheidet darüber, ob jetzt das jetzt dran ist oder etwas anderes dran ist. Das entscheidet darüber, was ist jetzt richtig zur richtigen Zeit. Und darum ist das grosse Bild ganz entscheidend. Und darum der zweite Orientierungspunkt, wie können wir als Christen verantwortungsvoll leben, so ein bisschen aus dem Kapitel 1 heraus, ist vorwärtsgewandt leben. Ich sehe bei den Jüngern nicht, dass sie rückwärts orientiert sind. Ich sehe nicht in der Apostelgeschichte, lese keinen einzigen Satz von dem, dass sie gejammert haben und gesagt, oh, wie wäre es doch schön, wenn Jesus wieder da würde sitzen.
zur Nacht. Dann könnte man ihn fragen, was er jetzt zu dieser Situation würde sagen. Oder dass sie dort waren und gesagt haben, oh, wie ist doch das schön gewesen, wo Jesus einen Blinden geheilt hat. So schade, dass er nicht mehr da ist. Keine Spur von dem. Ich sehe eine Vorwärtsorientierung. Natürlich gibt es, das hat weniger mit Jesus zu tun, es gibt die Rückwärtsorientierung in der Apostelgeschichte auch, die Strömung hin zu der Gesetzlichkeit. Aber das hat weniger mit Jesus zu tun. Ich sehe, die Nachfolger von Jesus, die sind vorwärts gewandt gewesen. Sie haben der Vision von Jesus vertraut. Sie haben auf das Versprechen gesetzt, wo Jesus gesagt hat. Und dementsprechend haben sie gewusst, was ist jetzt auch dran? Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt das Richtige, was wir tun sollen? Und zwar der Vers, Kapitel 1, Vers 8, wo Jesus eigentlich das große Bild malen tut. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das ist das große Bild, der große Auftrag, die große Vision. Dass du und ich, dass wir Zeugen dürfen sein, dass wir Beauftragte dürfen sein, dass wir Gesandte dürfen sein, vom Höchsten in dieser Welt, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und zwar angefangen in Jerusalem, über alle Nationen, über alle Sprachen, über alle Länder, über alle Kulturen, bis ans Ende der Welt. Und zwar so, eine Botschaft vermitteln, dass das Gegenüber es verstehen kann und darauf reagieren kann. Das ist die grosse Vision. Das ist das grosse Bild, das was uns vorwärts zieht. Lebt darum zukunftsorientiert, vorwärts gewandt. Wie können wir das tun? Was heisst es, dass heute verantwortungsvoll leben? Ich habe ein weiteres Beispiel mitgebracht, und zwar von der Heilsarmee in Uster. Wo Corona losgebrochen ist in unserem Land, haben die sofort eine neue Stelle geschaffen. Und zwar ein Seelsorgetelefon, weil sie gewusst haben, da kommt etwas auf uns zu. Und zwar Leute, die Fragen haben, Leute, die Sorgen haben, Leute, die Angst haben. Wir schaffen ein Seelsorgetelefon. Jetzt im vergangenen Herbst, im November, haben sie Militärbäckerei, die einzige, die es noch gibt in der Schweiz, in Betrieb genommen, wo sie mehrmals in der Woche Brot backen und finanziell minder bemittelte Menschen Brot abgeben. Wenn sie herausgefunden haben in der Stadt Uster, das ist etwa halb so gross die Stadt wie St. Gallen, da gibt es 1000 Leute, die Ergänzungsleistungen beziehen. Und von denen gibt es etwa 400, die haben existenzielle Geldprobleme. Also schaffen wir etwas, um diesen Menschen zu dienen. Und sie brauchen Brot. Also das ist am Puls von der Zeit zu leben und verantwortungsvoll zu handeln in unsere Gesellschaft hinein. Das kann es bedeuten. Und ich mache niemandem von euch irgendein schlechtes Gewissen. Ich weiss, wir machen auch vieles. Und ich könnte auch Beispiele von uns, von unserer Kirche oder von unserem Umfeld aufzählen. Aber ich habe extra jetzt den Horizont ein bisschen erweitern. Die Apostelgeschichte tut unseren Horizont erweitern. Und das versuche ich heute auch. Dass es unser Denken ein bisschen sprengt. Es geht nicht darum, dass wir noch aktiver werden oder in den Aktivismus verfallen, sondern dass wir eben erkennen, was ist heute und jetzt dran für mich, für uns. Das kann als Familie sein, das kann als Hauskreis sein, das kann als Gemeinde sein, das kann als Stadt sein, wo verschiedene Christen miteinander zusammenarbeiten. Was ist dran zur richtigen Zeit? Menschen, die vorwärts gewandt leben, die verfallen nicht, wenn neue Herausforderungen kommen, in eine
Stockstarre, in eine Schockstarre, sondern oder irgendwie, dass sie das würden glorifizieren, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, sondern Menschen, die vorwärts gewandt leben, die können der Gegenwart in die Augen schauen und geistesgegenwärtig, gesellschaftsrelevant handeln. Für Menschen, die mit dem Heiligen Geist leben wollen, die möchten mit Jesus heute unterwegs sein, gilt es genau das Gleiche, dass wir dürfen erwarten, dass Gottes Geist auch heute noch, auch in unseren Reihen, so darf wirken. Aber es gibt eine Richtung nach vorne. Christen, also man hat ihnen noch nicht Christen gesagt, aber die Nachfolger von Jesus, die erste Gemeinde in Jerusalem, dort lesen wir, dass ja die Gemeinde extrem gewachsen ist. Man weiß nicht genau, wie groß das die erste Gemeinde geworden ist in Jerusalem, aber 10.000 sind es Minimum gewesen. Das wäre ein Fünftel von der damaligen Stadt Jerusalem. Aber es könnte auch doppelt so viel gewesen sein. Das weiß man nicht so genau. Aber es war eine rechte Masse gewesen, die Jesus-Anhänger. Und dann ist die Verfolgung gekommen und der grösste Teil musste fliehen. Und dann lesen wir dort Kapitel 8, Vers 4. Die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, die gute Nachricht von Jesus bekannt. Was im Griechischen steht, sie haben geredet von Jesus. Sie haben geredet von ihrer Erfahrung. Sie haben geredet von dem, was sie erlebt haben. Sie haben geredet von dem, was sie gewusst haben von Jesus. Die haben nicht eine 3-Punkte-Predigt gehabt, sondern sie haben geredet, sie haben erzählt. Sie haben die Naherwartung gehabt, dass Jesus bald wiederkommt. Aber merkt ihr, von dem können wir so viel abschneiden. Sie sind nicht in die Angst verfallen, oh, jetzt haben wir unsere Existenz verloren, jetzt haben wir unsere Familie verloren, jetzt haben wir Jerusalem verloren oder was auch immer, sondern sie sind vorwärts orientiert gewesen und haben überall, wo sie hergekommen sind, von Jesus erzählt. Sie haben sich nicht geschämt als Verfolgte, sondern die haben einen Auftrag gespürt. Sie haben einer Vision gefolgt, dass Gott ein grosses Volk sammeln tut, wo alle Sprachen, alle Nationen, alle Kulturen umspannen. Und so ist auch der Paulus dann angetrieben gewesen, nicht nur nach Rom zu gehen, sondern er hat immer nach Spanien auch gehen, oder? Ob er überhaupt nach Spanien gekommen ist, wissen wir nicht. Aber in Rom und ganz am Schluss in der Apostelgeschichte lesen wir das. Das ist der letzte Vers. Und das ist eigentlich das Vermächtnis eigentlich vom Paulus, wo er sagt, oder was heißt da, Paulus verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Das sind die letzten Worte der Apostelgeschichte. Und es spannt den Bogen eben weiter. Das Reich Gottes breitet sich aus, ungehindert, unaufhaltsam. Das Reich Gottes kann man nicht einsperren. Das Reich Gottes dehnt sich aus. Das Reich von Gott umspannt alle Nationen eines Tages. Unaufhaltsam hat der Paulus die Botschaft vom Reich Gottes können weitergeben. Und so ist unsere Vision als Kirchenbild auch, dass wir leben für eine Welt. Damit das Reich Gottes sichtbar werden darf, allen Menschen, mit denen wir in Berührung kommen. Mit dem, wo ich auf dem Skilift sitze. Ja, ich habe mir es schon überlegt, oder? Jetzt, wo wir auf dem Skilift gesessen sind, aber wie geht es das? Aber es ist etwas, das mich herausfordert. Oder wie geht das an der Kasse, der Frau, die ich kurz begegne? Ich wünsche mir, dass irgendetwas von dem Jesus sichtbar werden darf, von dem Reich Gottes, von dieser Größe, von dieser Dimension, von dieser Dynamik, von dieser Kraft. Ja gut, wie auch immer, ich mache mir auch keinen Stress, aber ich möchte so geistesgegenwärtig leben, in dieser Vision, dass jeder Mensch, egal privat oder öffentlich, darf etwas von dem Reich Gottes spüren, von dem Jesus darf spüren durch mich durch. Manchmal komme ich ganz klare Impulse über. Zum Beispiel vor der
Weihnachten, wir haben in der Nachbarschaft einen Fall, wo ein Familienvater 2 Leute aus nächster Umgebung verloren hat, Todesfall. Und wir haben die Familie auch schon besucht oder mit ihnen unterwegs gewesen. Und ich habe gewusst, jetzt schreibst du eine Karte. Nicht Cornelia, sondern ich schreibe sie als Mann dem Mann. Und ich habe einen Vers gefunden, wo ich das Gefühl habe, der passt. Und habe das ihm ein paar Worte geschrieben vom Trost. Das war einfach ein Impuls, wo ich gewusst habe, da gibt es, ich meine, ich muss es nicht machen, aber da habe ich ganz klar gespürt, mach das, und zwar vor der Weihnachten. Und so heisst das Reich Gottes leben, Reich Gottes verbreiten, Jesus bekannt machen. Was heisst das konkret für uns? In einer Zeit, wo Corona uns verändert, wo der Umgang mit Finanzen sich verändert. Gute Leiter schauen nicht zurück. Verantwortungsvolle Leute schauen nicht zurück, glorifizieren nicht die Vergangenheit, sondern blicken der Gegenwart in die Augen und fragen sich, was schafft Gott jetzt Neues? Denn Gott ist immer jemand, der Neues schaffen tut. Und die finale Frage ist, von dem, was gegenwärtig um mich herum geschieht, was bedeutet das jetzt für mich heute, für morgen und für die Zukunft? Die Mutter Teresa hat gesagt, jeder Nachfolger von Jesus ist ein Pinsel in der Hand von Gott, um den Liebesbrief zu schreiben für die Welt. Du bist ein Pinsel in der Hand von Gott, wo die Liebe von Gott malen tut. Was für ein neues Bild möchte Gott durch dich malen, wo die Menschen nachher die Liebe von Gott sehen können. Zum Schluss, was kann jetzt das heißen für uns? Sie alle verharrten einmütig im Gebet. Vielleicht ist das, wo Gott dich dort möchte haben, im Gebet. Vielleicht ist es, dass du jemandem eine Karte schreibst, aufs neue Jahr oder ist zwar schon vorbei, auf den nächsten Silvester. Vielleicht ist es für jemanden dran, setz dich mit der aktuellen Not auseinander, die die Gesellschaft hat. Vertief dich da. Bild dich weiter. Weil du spürst, da ist ein Beitrag, da hast du einen Beitrag zu leisten, das ist eine Berufung, die anfängt auf keimen in deinem Leben. Das fasziniert dich oder das reizt dich oder das zieht dich. Vielleicht ist es für jemanden dran, ein Teil zu werden von der Vision von der Kirche Bild. Was auch immer. Ich ermutige dich auf jeden Fall, frag den Heiligen Geist. Und frage nicht alleine, sondern komm nachher da vorne ans Kreuz. Da vorne sind auch Leute, die gerne für dich beten. Vielleicht geht es um Weisheit in deinem Leben. Vielleicht geht es um eine Berufung in deinem Leben. Vielleicht geht es um ein Segen, das Gott auf dein Leben möchte legen. Lass dich segnen für das neue Jahr. Komm dafür nachher, wenn du das vom Herzen hast. Jesus, ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für uns. Und dass wir dürfen, trotz verschiedenster Herausforderungen und nicht wir uns orientieren dürfen an dir. Und wir fragen dich, Heiliger Geist, was ist dran? Was möchtest du Neues schaffen? Und dort, wo du schon Neues schaffst, zeig du uns das, dass wir dort aufspringen können, dort, wo du am Werk bist. Und nicht rückwärts orientiert uns verhalten, sondern vorwärts auf die Vision hinleben, du kommst wieder. Und du sammelst dir ein grosses Volk, das dir eine grosse Ehre gibt. Deine Gnade wächst und dein Reich wächst. Und wir möchten da Teil sein davon. Fang du mit uns an. Amen.